Beide Teams haben 5-mal in diesem Wettbewerb gespielt, aber, wie heißt es so schön, einer geht noch. Das 6. Spiel muss auch noch gespielt werden. Und die Frage ist eigentlich, wer hat denn die bessere Kondition? Wer kann sich hier durchsetzen? Ja, das ist eine gute Frage, Tom. Und gerade das wird das Spiel heute ausmachen. Sie werden beide taktisch agieren, nicht zu viel Kraft verschwenden wollen, gerade in den ersten Minuten dieser Partie. Um dann zu sehen, na, wer ist denn besser drauf? Dann ganz am Ende. Wer hat noch mehr Reserven? Und das wird dann am Ende auch das Spiel entscheiden. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Oh, den hat er gehalten. Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Ja, der hat das Talent. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Und das ist unglaublich. Das Stadion explodiert förmlich hier nach diesem Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Eiskalt verwandelt und das war gleichzeitig noch überlegt gemacht. Das erste Tor ist in der 9. Minute gefallen. Da können wir uns noch auf einiges gefasst machen. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert, aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Und jetzt kommt das Spiel nach vorne. Ja, es sieht gar nicht so aus, als ob er den Ball abspielen wollte. Ja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Ein perfekter, weiter Ball. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Bereich. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Da sieht er die Lücke. Zieh ab, Junge! Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß gehen. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Nutze die Chance. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Das war jetzt eine falsche Entscheidung des Schiedsrichters. Das war ja nur ein harmloses Foul. Also dafür eine Karte zu zeigen, da hat er völlig überreagiert. Die Mauer stand goldrichtig. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Boah, das sieht gut aus. Na, klasse Zuspiel.
Ah, wunderbar gesehen. Also ich wundere mich, da ist der Spieler verletzt und es gibt nicht mal eine Verwarnung. Aber den Foul hat er sich doch verletzt. Warum gibt der Schiedsrichter da nicht die gelbe Karte? Völlig unverständlich. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und es war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegenangriff ein. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Es gibt eine Ecke. Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. So, jetzt müsste den Ball hereingeben. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Zur Pause steht es 1:0. Ja, so ist das, meine Damen und Herren. Entscheidend ist im Fußball nicht die Zahl der Chancen, sondern die Zahl der Tore. Sie haben ihre Möglichkeiten hier konsequent genutzt und führen somit völlig zurecht, wenn Sie mich fragen. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Und er trifft ihn hier voll am Schienbein, also da hätte man eigentlich gut und gern auch gelb geben können. Boah, das war um Haaresbreite am Elfmeter vorbei. Aber der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Hat er gut gesehen. Gut verteidigt. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Naja, Tom, also angesichts dieser Bodenverhältnisse muss man Verständnis haben, dass nicht alles gelingt. Jetzt, ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne. Ja, aber mit dem Eckball kann er den Torhüter nun beim besten Willen nicht in Verlegenheit bringen. Und jetzt muss er schießen. Oh, klasse Lattentreffer. Absolut. So, den muss er jetzt verwandeln. Ja, da sucht er die kopfballstarken Mitspieler. Und mit dem Treffer hat er jetzt den Ausgleich erzielt. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Ja, sowas nennt man Joker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielt er das Tor. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Also das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer ist hochzufrieden, wie seine Hintermannschaft steht.
Der kann von weit draußen schießen. Das war richtig knapp. Ja, und jetzt heißt es weiter Druck machen und dann auch noch die Chancen zu verwerten. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Das wird gefährlich. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Gut gehalten vom Torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Tja, und er spielt den Eckball genau in die Arme des Torwarts. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Und solche Ballverluste können teuer werden. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und hoch rein das Ding. Tor! Ich werde verrückt! Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Großartiger Treffer, so wollen wir ihn sehen. Voller Entschlossenheit. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, möglicherweise hat er die Situation damit zunächst mal bereinigt. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Ja, da musst du erstmal durchkommen. Klappt nicht. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Er ist überhaupt nicht an den Ball gekommen. Das gibt natürlich die gelbe Karte. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Ja, da sagt der Torwart, Dankeschön, überhaupt keine Gefahr. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Die nächste souveräne Abwehraktion. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Ja, was macht er jetzt? Ich glaube, er flankt. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. So, da ist der Schlusspfiff, da haben sie nochmal ein gutes Spiel gezeigt. Aber der Sieg kommt zu spät. Sie sind ausgeschieden.
So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.